Ganz liebe Großhaut von der Dichter Klaus, hei beim Seitenautor vom Heiligen Lukas, haut als sei Feierdach. Lief Kammer, lief Jungfrieden, lief alle Guten, die da guckt, wie geht es ihr? Wie geht es ihr mit all dem, was an der Welt los ist? Momentan gibt es nicht Weltgeschichte, die Vehemente haben nicht die schönste, sie flehen uns nicht so im Doren, auf Veränderungen geschehen an einer Vitas, wo ihn halt schon an Hose verleiert. Jeder guckt doch momentan Richtung Heilig Land. Was kommt da noch alles auf uns durch? Und was hängt da mit da alles zusammen? Für mich war es sonntag ganz emotional, Kommemorationstag zu feiern, als nicht mit den vielen, wo an der Welt Krieg ist, vieles ähnlich wie Demos. Und dann sind auch die persönlichen Herausforderungen, die jeder von uns hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man streckweise fühlen ich mich da ähnlich, wie der Paulus aus seinem zweiten Brief am 4. Kapitel seinem Schüler Timotheus schreibt. Du kennst die Mengen, hier kann sich nach Welt ziemlich allein verlos fühlen. Manche reden als fort. Verschiedene Hunde Paulus sogar Sätze gelos. Gerade dann, wenn Hilfe gebraucht hat. Anelo werden drauf, das Todesurteil soll verstreckt gehen. Und er schreibt, nur Lukas ist noch bei mir. Für was? Aber was kann das uns suchen? Wohl, der Lukas hat Mitleid mit dem, denen zu Dachobreise begleitet hat. Und der Paulus, auch nicht ganz gesund, kann dem syrischen Doktor seine Hilfe brauchen. Und dann, wohl, der Lukas werden 3 Menschen sehen. Auf wie gut den Haut auch 3 Menschen. Wenn wir Haut sei fest feiern, da können wir uns von ihm inspirieren lassen, wie der Lukas 3 Menschen sind, und mit all dem, was uns Talente sind, für andere, denen Männer gut geht, da sind. Für was als der Lukas nach beim Paulus, aber was kann auch das unserem suchen? Weil der Lukas wohl auch der Paulus braucht. Er braucht den Paulus für auf seinem Glaubens erlebens, wie man Christus zu wissen, auch für die Projekt, denen hört, Testimoniagen über den Jesus an sein Leben, über die Gemeinschaft von den echten Christen, an ihr Handeln zu sammeln. Du schreibt nämlich der Paulus dem Timotheus, er soll Bücher a Pergamenter mitbringen. Aber genug will der Lukas auch noch von der Zeit profitieren, die man Paulus bleibt, für alles das zu verschaffen. Liebe Leute, liebe Mitchristen, bei all dem, wo wir an der Welt, an am Leben schon am Hose verlieren, bei all dem, wo die Engsohn an der Kirche ändert sich zu viel, aber wo andere mengen, es misst sich noch viel mehr ändern. Da ist es gut, dass wir uns als Christen auf den Jesus besinnen, sein Leben gucken, an uns auch von den echten christlichen Kommunitäten inspirieren lassen, wie sie es gemacht hat. Und da kann der Lukas uns nicht helfen. Schließlich stammt ja von den Evangelien und auch der Apostelgeschichte an der Bibel aus seiner Feder. Aber bei all den schlechten Nachrichten, die wir momentan Tag an, Tag aus frei Haus geliefert kriegen, da verlangen wir doch irgendwie auch noch gute Nachrichten. Gute Nachricht, ob Griechisch, Evangelium, und du hörst schon raus, ein Wort, was wir kennen,
Evangelium an einer Zeit, wo einem Munches von Gott auch von alle gute Geister verlose viel kommen kann, do wollte Lukas uns durch sein Evangelium soen, Gott könnt grad dahin, wo die Menschen nicht sicher, mit do, wo die Mischt am meisten stimmt. Die kennen alle Guten aus dem Lukas Sänger Vierter, der Bericht über die Geburt von Jesus am Stall von Bethlehem, weil an den Wirtshäusern kein Platz mehr für ihn war. Das ist ein Text, ein Asmei, wie eine Lebensgeschichte, wie für herrlich Oberst. Mehr, eine Form von einer Geschichte, sieht uns den Herrgott als unsere Misere nicht egal. Und am Jesus halten sich all dem un. Das war dann noch dem Paulus seine Erfahrung, die uns Lukas Tag begegnet an der Lesung. Dafür hat ihn sich trotz menschlicher Enttäuschung am Drehen Zukunftsperspektiven nicht allein auf Verlust gespürt, wie er schreibt. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Und darüber dürfen noch mehr Leute vertrauen. Wenn noch Menschen uns mal, wenn wir am Not sind, allein da sitzen lassen. Gott steht uns bei. Hier gibt uns Kraft. Und haut es auch der Klaus an von der Pilgersaison. Und ich meine, hier ist für viele Leute so ein Platz, wo sie Kraft schaffen können. So ein Kraftort, ein Sehnsuchtort, wo Menschen mit ihren Verlangen hinkommen und dann irgendwie gestärkt an meine Frohnis hingehen. Und ich meine, gerade an Zeiten wie diesen, die es gut so Plätze zu haben, und ich kann dich nicht mehr encouragieren, ich will auch nicht prêcher pour ma chapelle, sich so Plätze ob, die erst an ihrem Leben gut dienen. Und du spürst ihn dann noch, ich bin nicht allein da. Und genau das hat ja auch Maria, Mutter Gottes, gemalt, von der dem Lukas als seinem Evangelium die ursprünglichen Bilder malt. Hier schreibt am nächsten über Maria, als selbstverständlich können auch wir do hier gebiert immer mehr frohen an hier gut Beispiel no machen. Fast vom Evangelist hören wir natürlich auch an der Masse einen Text aus seinem Evangelium, den Anfang vom 10. Kapitel, wie Jesus seinen Jünger herausschickt. Es war damals wohl nicht ernst, das wird auch nach Haut aus. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Guckt, das, was der Jesus an dem Text so sieht, das gilt auch für uns. Wir alle können positiv an das Welt wirken. Schafft nicht für den eigenen Profit an den eigenen Bauch. Wir bringt Frieden, sorgt für Heilung, erweist den Menschen Gott als ihr Schnur. Ja, auch wenn Geschichte von der Welt und Leben uns mit Momenten überfordern können, die Botschaft, die der Lukas aus seinen 2 biblischen Büchern schreibt, erinnert uns, Gott ist uns no und lässt kein allein. Aber wenn sich traut trotzdem manche Menschen allein spüren, kommt, dass sie mir Menschen
so wie der Lukas war für den Paulus treu, den anderen besucht und natürlich auch immer nicht bereit, unsere Relation mit Jesus zu vertiefen und zu stärken. Und dazu soll ich alle gute Seelen, der Pap, der Jung und den Heiligen Geist